Hallihallo, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur und herzlich willkommen zum vierten Teil vom 666 Abonnenten-Special. Ja, es sind mittlerweile deutlich mehr geworden als 666 Abonnenten. Jetzt sind wir tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme 720. Also 666 plus 44, so in etwa. Schmarrn. Eieiei. Oh, Zeit für Feierabend. Ja, Schmarrn. Plus 54, eieiei. Dann habe ich die 710 hätte verpasst. Da wäre so schön gewesen mit 2 Schnapszahlen. Das wollte ich in meinen Kopf unbedingt machen und habe vergessen zu rechnen. Das lassen wir jetzt drin. Auch wenn es peinlich ist. Auf jeden Fall haben wir da all meine 3 eigenen Blasters. Und die wollten wir jetzt heute mal vergleichen. Und ich habe gedacht, als vorbildlicher YouTuber, da tue ich da mal mich vorbereiten und lade das hinter der, also wenn die Kamera nicht läuft, und hab's dabei gleich mal gemacht, das Magazin. Jetzt weiß ich nicht, was da ich glaube Feder rausgegangen oder so. Das müssen wir auf jeden Fall wieder richten. Und dann ist mir noch was eingefallen, das habe ich selber schon gerichtet. Ich habe nichts gedacht. Also, ja, wie ihr am Anfang von dem Video vielleicht schon gehört habt, ich denke nicht immer was du. Aber, ja, ich habe nichts gedacht beim Kleben. Mir ist da eine Idee gekommen für 888er Special. Erstmal machen wir 777er Special, da brauche ich ein bisschen eure Kommentare dazu. Und das ist diabolischer Blaster und da kommt der himmlische Blaster oder ja, also so mein Kopf das Gegenteil. Und da brauche ich noch eure Unterstützung, wie ihr da so denkt, wie sowas aussehen sollte. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das habe ich noch nicht designt, bin noch nicht dazu gekommen. Aber ihr dürft trotzdem schon Abo da lassen, also kriegt man schon hin, das ist das Special. Weil demnächst ist ja ein bisschen ruhigere Phase, da kann ich sowas auch designen. Da kann ich mich mal gemütlich ins Bett legen und nebenher so Designs klicken. Und dann verrate ich euch dann, was ich fürs 88er überlegt habe, warum ich den Kleber da an der falschen Stelle gemacht habe. Aber vielleicht kommt er selber drauf. Dürft ihr mal in die Kommentare raten. Seht schon, ich brauche Kommentare. Ja. Das habe ich halt nicht so gut wieder zusammen weggekriegt. Ach, fast hätte ich es vergessen. Mir hat da so ein Ingenieur, hat mir da sowas ausgedruckt. Da habe ich Zweitkanal. Der Ingenieur mit Ö. Habe ein Video gemacht. Das will so wohl, wie sowas entsteht. Guckt euch das Video an. Verlinke euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und mir ist dann aufgefallen später, das ist die falsche Farbe. Da habe ich dann nochmal ausgedruckt. Stand das da und da. Das ist in dem Video nicht, aber das ist halt dasselbe mit einer anderen Farbe. Also quasi dasselbe in grün, nur halt in rot. Okay. Heute kommen die Karlauer, aber einer nach dem anderen. Wenn es schon läuft. Ich freue mich, dass da so wahnsinnig viele Abonnenten dazu kommen. Denn ich mache das Video jetzt am Montag. Ich hoffe, dass ich am Dienstag, dass ich es hochladen kriege bis Dienstag. Dann haben wir mal zwischendrin. Weil normalerweise habe ich immer Videos. Ja, Donnerstag und Sonntag. Oder halt Shorts dazwischen. Aber die Shorts sind hauptsächlich dann die Videos, die ich schon gemacht habe. Oder die witzige Stelle rausgeschnitten. Dass ein bisschen Aufmerksamkeit für die Videos entsteht. Fokus liegt hauptsächlich auf die Videos. Manchmal ja ein spezielles Short. Also den 666 habe ich einige Shorts gemacht. Weil ja, das Blaster ist mir wichtig. Das Projekt ist mir wichtig. Oh ja, das knarzt ein bisschen. Das ist ein bisschen zu gute Presspassung. Oh je. Oh, jetzt. Ach, da der Kleber vielleicht noch ein bisschen angezogen. Haben wir den Blaster-Ingenieur drauf, dass ihr auch wisst, dass der Blaster vom Blaster-Ingenieur ist. Von wem soll ein Blaster denn sonst sein, außer vom Blaster-Ingenieur? Also bitte. Okay. Wie oft habe ich jetzt Blaster-Ingenieur gesagt?
Ja, das ist nur peinlich, wenn man Peinlichkeit zulassen, so in etwa. So. Ähm, Irgendwann sollte ich mir das passende Werkzeug dafür zulegen, aber naja. Eieiei. Aber ich glaube, das Magazin, das reparieren wir im Schnelldurchlauf. Das ist jetzt da noch. Die 2 Schreibler. Da fallen mir genug Sprüche und Blödsinn nebenher ein. Ja, das ist schon. Das gucken wir noch. Das ist halt schon. Da muss ich irgendwann noch mal einen machen, weil das hätte jetzt hier auch den Unterschied zwischen. Das ist, also der Teil ist hier ziemlich ähnlich zur zweiten Version. Das Einzige, was in der zweiten Version anders ist, ist das Design außen und der Schwungrädler, das Käfigle. Ja, die Modelle sind deutlich günstiger und der Schwungrädler 3D zu drucken. Und ich hatte halt von denen Schwungrädler auch nicht mehr genug da, deswegen musste ich hier auf die 3D-druckte Variante zurückgreifen. Aber ihr seht hier schon den Unterschied. Da ist der Taste da hinten. Wenn er da hinten noch so seitlich ist. Und das ist wild zu benutzen. Das sollte man doch nicht machen. Wenn das mal ganz. Ui. Massive Überforderung. Der macht einen Gruß, der Blast, ich mir sag's euch. Also, das ist Unterhaltungsprogramm, kein Bildungsprogramm. Ja, da war sie die Schwerkraft. Ich sagte, gerade wollte ich sagen, ist Unterhaltungsprogramm, kein Bildungsprogramm. Also, nicht immer so machen, wie ich es mache. Das heißt, ihr wollt auch geschickt schaffen. Aber auch geschicktes Schaffen ist halt unterhaltsam, wie geschicktes Schaffen. Deswegen. Also zumindest geht es mir so, dass ich mir selten Dinge anschaue, wo die Leute, oder länger anschaue, wo die Leute geschickt schaffen. Man denke nur mal, hör mal, wer der hämmert. Weil so geschickter Heimwerker wäre die Sitcom echt langweilig geworden. Irgendwie hat mich mal ein Kollege im Praxissemester damit verglichen. Ich weiß auch nicht warum. Also, wie der auf die Idee gekommen ist. Das liegt mir völlig unerklärlich. Also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber, ja. So. Ach. Zum Grund, warum wir das hauptsächlich ausgedruckt haben. Nicht, weil man das Glitzerzeugs da testen wollte, sondern weil da halt die Führung gefehlt hat. Das war ein bisschen führungslos. Okay, die Sprüche waren nicht besser. Wirklich nicht. Das sieht aber schon cool aus. Und weniger als ich erhofft habe. Hey, schaut euch da meinen Zweitkanal an. Das haben wir gedacht, machen wir einen Zweitkanal, dass wir auch einfach mal Dinge langfristiger unabhängig von Blaster machen können. Dass ich das nicht hier auf dem Blaster Ingenieurskanal machen muss. Das wird ein bisschen, ja, das semantische Trennung. Um ein bisschen klug zu scheißen. Fragt mich bloß nicht, was das heißt. Eine Thementrennung soll in etwa haben. Eine inhaltliche Trennung jetzt. So. Ja, das sieht wild aus. Das glänzt so richtig schön. Und das ist die einzige Stelle, wo ich dann das Druckbett oder das sichtbar ist. Weil bei der anderen Stelle ist ja das alles nach innen geklebt. Oh je. Der ist jetzt nicht unbedingt wartungsfreundlich an der Stelle. Wobei, wenn man das richtige Werkzeug hätte, vielleicht. Aber der Herr Ingenieur schafft halt ein bisschen hemsärmelig. Sagt er in seinem T-Shirt. Naja, gibt Schlimmeres. Gottwin. Ja, das müsst ihr euch in die Kommentare beschweren. So in etwa. Das ist dann Ragebait, wie der so neudeutsch heißt. Das. Aber das war jetzt nicht mehr Absicht. Also, aber ihr dürft trotzdem gerne in die Kommentare beschweren, weil das hilft. Das hilft für Reichweite und das ist wichtig für Hobby. Dass man Community aufbauen können und da haben wir irgendwann mal so Tuning-Duelle machen können und was weiß ich. Also Idee hätte ich genug. Ich glaube, da mache ich mal ein besonderes Video dazu.
was ich da so für die Idee hätte, wo man dann irgendwie gemeinsames modifiziere und so und was weiß ich. Also da könnte man sich schon was überlegen, um auch den ganzen eine Komponente im echten Leben zu verpassen. Ja, ein bisschen besser ist es. Also er versucht den Spalt dazu zu minimieren. Modell ist der nicht, also irgendwie geht das nicht gescheit nach. Aber es ist auf jeden Fall deutlich kleiner wie vorher. Oder als vorher. Halt die Deutschlehrer unter euch. Das Sodele. Das ist, da hätte ich was noch machen sollen. Das muss man mit dem Schraubenzieher aufhebeln. Das ist bei der anderen geschickter. Da guckt. Offen. Zu. Offen. Zu. Aber das war. Da war mir Design halt einfach wichtiger. Und das war also Blaster, wenn man gedacht habe, den bauen wir einmal, benutze den ein paar Mal. Und dann ist es ein Dekoartikel. Ja. Und ich glaube, das Teil hätte ich einfach nochmal neu ausdrucken sollen, statt das noch zu kleben. Ja, das ist halt. Man muss halt sparen. Kann da nicht nochmal. So. Ich jetzt sage, ich zerleg das mal. Aber das mache ich im Schnelldurchlauf. Nochmal 2 Stunden Video. Wenn ihr alles ohne Schnelldurchlauf sehen wollt, schaut euch Teil 4 an. Schaut den mächtig oft an. Lasst Kommentare da. Dann mache ich das öfters. Wenn ihr nicht so ein Auge anschaut, geht davon aus, dass ihr das einfach nicht sehen wollt. Oder nicht so arg. Also, das ist, wenn dementsprechend sowas zu anständiger Interaktion führt und ich sehe, dann da haben die Leute Bock drauf, dann kann es sein, dass ich vielleicht auch beides mache. Dass die Leute, die Bock drauf haben, das alles zu sehen und alle Kommentare und was weiß ich, dass die dann das eine anschauen können und das Rest kann das andere anschauen. Das, je nachdem, ist halt auch immer Zeitfrage, was man sich so zeitlich so leisten kann. Hat ja viel zu tun in der heutigen Zeit. Und muss nur ab und zu was schaffen, damit ich mir das so noch leisten kann. Das ist nur, ja. Ich mache das Magazin mal im Schnelldurchlauf auf, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, offen ist. Das hat sich da bloß irgendwie. Also, ist jetzt weniger schlimm als befürchtet. Das sieht jetzt nicht nach einem dramatischen Schade aus. Das hat sich bloß irgendwie ausgehängt. Ist kein Computer, der hängt sich nicht auf. So. Nee, das ist so falsch rum. So rumdrehen. Ja, das ist jetzt nicht mein bester Druck hier. Aber ja. So, so passt's. Das muss ja, der Schieber muss in die Richtung. Boing. Ja, so nett. Sodele. Und jetzt. So. Oh, das ist ein bisschen heftig. Das muss. Oh. Jetzt. Sehen wir, was da passiert ist. Und das ist mal bei den anderen Magazinen noch nicht passiert.
Das ist wenig. Ja, mit den anderen Blaster ist ja auch schon. Ui. So. So. Ui. So. Einmal drüber lupfen. Dann Deckel drauf. Idealerweise das Federle nicht entladen. Ist einfacher gesagt als gemacht. So. Dann. So, nicht mit denen. Na doch, ohne müssen wir wahrscheinlich nein machen. Wenn wir das vorne gesichert haben. Deswegen keine Klickverschlüsse, sondern Schraube. Auch wenn das alles. Also ich bin einfach ein großer Fan davon, dass man dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt bei der Montage. Gut, da hätte es vielleicht 3 Schrauben auch gelangt. Aber bei dem Blaster sind jetzt die 5 Schrauben, das passt schon ziemlich gut. Gerade mit dem Pentagramm oben drauf. Ja, die 2 hätte dann für den. Ja, wenn ich das Pentagramm zuerst entworfen hätte ich das an der Stelle für das Magazin und anpasst. Aber ich habe zuerst den Blaster rausgedruckt und dann das Design gemacht. Also auch so in der Reihenfolge, wie wir die Videos gemacht haben. Vielleicht machen wir noch 2 als diabolisches Magazin, wo man das korrigiert. So. Na gut, Pentagramm ist schon 90er Jahre Metal-Klischee irgendwie. Wenn jetzt da noch die 666 wäre, das wäre richtig Klischee. So. Jetzt sage ich schraube die Schraube noch rein, hol Batterie, dann legen wir los. Bis gleich. So, Dele. Repariert ist, alle Blaster sind geladen und 2 davon haben Batterie. Ja, der Kunststoff kruscht noch. Das findet der Staubsauger dann. So, jetzt haben wir das mal in chronologische Reihenfolge. Das hat noch keine Batterie, das hätte die Spannungsanzeige fehlt noch. Oder ist halt nicht aktiv. Da sieht man, dass keine Batterie drin ist. Ich habe bloß äußere Batteriebox, deswegen. Und wir das halt wechseln. So. Aber ja. Ich würde jetzt sagen, wir machen Messungen. Noch schwätzen wir noch ein bisschen. Fangen wir mit dem Neuesten an, oder? Weil mit den habe ich noch gar nicht vermessen. Die anderen 2 habe ich ja schon vermessen. Ich glaube. Also mit dem habe ich auf jeden Fall einen Haufen Messungen gemacht. Mit unterschiedlichen Schwungrädlerskäfigen. Jetzt gucken wir mal. Können da auch alle 4 Schwungrädler. Das ist. Ja, die Schraubdauer hat nicht arg viel Futter, deswegen, wenn das ein bisschen. Ja Gott. So, Dele. Und los geht's. 24,6. 22,9. Äußer 20,6. 18,7. 20,8. 23,1. Äußer 20,1. 24,3. 23,2. 20,0. Jetzt sagen wir, belassen uns bei 10 Stück. Das ist hier eine Zahl. Das
Da war der Tisch frei. So, das heißt, wir haben Durchschnitt 22,0, Minimum 18,7 und im Maximum 24,6 mit 18 Runden pro Minute. Das ist ganz okay. Und ist der jetzt ein bisschen schnell gegangen, aber das geht jetzt auf jeden Fall recht zuverlässig. Also das war vorher nicht der Fall. Das kann jetzt sein, also die schwarze Pfeile. Gut, und wenn man das Magazin also komplett voll ladet, ich glaube, nicht unbedingt förderlich für die Zuverlässigkeit. Ich glaube, mir sollte da echt eine halbe Version von dem Magazin machen, also Viertelsversion. Irgendwie so. Das dauert schon lange. Das ist dann so Halbkreis. Oder wir machen so doppelt, das dann auf 2 zu Gott. Dass die eure Hälfte, das überlege ich mir noch, das wäre auch cool. Aber da bräuchte man vorne, ja, nee, ja, das ist, wenn ich halbgare Gedanken ausspreche, während die Kamera läuft, das ist nicht so clever. So, sei den Zettel nehmen sollen. Egal, muss das halt nachher gucken, so ist bei Minute 3 oder 4 sowas. Also zumindest von dem Teil, dass ich mir das nachher notieren kann. Oder wartet, ich hol kurz den Zettel. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Und in meinem Fall einmal wie ein Profi arbeiten. Ja. Ich bin noch ein bisschen weg von so professioneller YouTuber. Bis dahin wird es einfach lustig. Und ich glaube, wenn ich irgendwann professioneller YouTuber bin und das alles, dann habt ihr keinen Unterhaltungswert mehr. Das ist dann auch scheiße. Also, ja. So, Blaster Nummer 2. Gucken wir mal, was der so kann. Okay, das war jetzt 16,5, 26,5 und 25,9. Okay, den hat's. Ja, da muss man zügig durchziehen, sonst quetscht das halt ein. 18,6, 27,7, 28,3, 23,9, 26,7, 26,7, 27,7 und 27,6. Ne, 27,6 und nochmal 27,6. Ah, die letzte 2 habe ich falsch. Den da habe ich falsch, den 9er habe ich falsch angesagt. So. Ich meine, da ist auch die hochwertigere Technik drin. Also da ist ein Lipo drin, da ist Valkyrie-Motoren mit, also 4 Stück davon, jeder Ecke 1. Okay, ein blöder Spruch. Und das sind, oh, wie heißt das? Nightingale Schwungrädler. Also von Nightingale Schwungrädler habe ich einen Haufen, eine Nightingale selber habe ich nicht. Aber ja, der hat halt ein paar starke Minimums gehabt. Also guckt gleich mal die Messwerte durch. Das heißt 24,9 im Durchschnitt, 60,5 im Minimum und 28,3 im Maximum. So, dann, das heißt, wir haben da mit 18,6 und mit 16,5 ein starker Ausreißer und der mit 23,9. Der Rest ist alles so um die 28. Oder kurz drunter. Ein Meter pro Sekunde, versteht sich also. Auf den 25 und 26 haben wir noch. Ja. Also mit 10 Pfeile drin geht das Magazin recht gut. Das ist jetzt nicht das Hauptargument. So, ich resette. Ich
habe gar nicht, ich messe gesagt. Ich mag das von Warner so. Ich messe. So. Testele. Sodele. Jetzt brauchen wir da Schraubenzieherle. Das habe ich da noch ein bisschen. So. Dann machen wir das so auf. Ja, der die nicht empfehle, da ohne Spannungsanzeug. Vor allem die Spannungsanzeug kostet eigentlich nicht auch viel, aber ich wollte da unbedingt den Dreizack da drauf machen. Er wäre es geschickter gewesen, da noch irgendwie so Griffle noch zu machen oder so, aber das versaut doch das Design. Das versaut doch das Design. So, Dele. Man, bei dem erwarte ich jetzt nichts anderes wie beim dritten, weil die Technik so ziemlich dieselbe ist. Mein Gewicht. Ich habe da irgendwann mal Glück als Hammer geholt, weil aber Gewicht braucht. Seht. Das ist einfach, weil die Batterien nicht immer drin lassen will. Und dann kippt der Blaster nach vorne und dann versaut es mit der Spitze. Und vor allem sieht es dann nicht ganz so schick aus im Regal. Da bin ich, also, das ist schon gewisser Stolz, der Blaster. Den verkaufe ich nicht. Aber muss ich auch so Glück nicht, weil das ist nachbaubar. Hoppala. Und vor allem, gut, der ist schon Einzelstück. Hab dann auch technisch genug modifiziert, dass das auch, oder genug optimiert auch, dass das so Einzelstück bleiben wird. Warum sollte man auch? Ich meine, das ist, der hätte ich ja nachher auch nicht mehr so machen. Ich glaube, von dem Filament habe ich gar nichts mehr da. Das habe ich halt genutzt. Ich dachte, was soll's, ich hab's da, verwende es. Den hätte ich jetzt, also den Blasterkörper selber komplett in schwarz rausdrucken, wenn ich das noch mal machen hätte. Aber, ja, der erste Prototyp. Und was ich vor allem nicht mehr machen hätte, das ist das Loch da vorne, wo ich die Tracer Unit versucht habe einzubauen. Verstecken wir es wieder. Das ist der erste. Ja. Seht ihr? Schwungrädler. Die sind mittlerweile reingeklebt. Komm schon, Schwarmer. So, und das ist wirklich verwirrend, dass man da mit dem Zeigefinger das einschalten muss. Okay. Ich bin verwundert. Das heißt, die Modelle, die da drin sind deutlich besser wie die. Weil wir haben ja jetzt 26,0 im Durchschnitt. Ich habe die Messwerte jetzt nicht vorgelesen. Aber wir haben 26,0 im Durchschnitt. Und wir haben 23,4 im Minimum. Das wird es auch richtig ablesen, Herr Ingenieur. So, und 28,0 im Maximum. Das heißt, das ist der beste Blaster von den drei. Oder vielleicht sind die Schwungrädler besser, aber die hören sich auch so an, wie wenn die höher dreht, die Modelle. Und wir haben da dieselbe Batterie drin wie bei dem Roder. Also der Orange ist mal außer Form. Wir vergleichen da noch. Das kann schon sein, dass da die Modelle schwächer sind. Das ist halt irgendwie so 0815 Ware. Also das kann schon sein, dass das eine. Die sind halt recht günstig. Also da kann man viele Hersteller mit bauen. Von denen hier kostet die Modelle, ich glaube, allein 20 Euro. Und dann kommen die Schwungräder noch dazu. Das ist auch nicht ganz günstig. Das steckt in dem Orange, steckt mehr an Technik drin, wie der ganze Blaster hier kostet. Dort. Wenn man die Arbeitszeit nicht mitrechnet und alles. Also, das sind ja Videos. Von daher war es das. Wenn ich jetzt eine Serie produziere, dann wäre das auch anders.
Das hätte sich, glaube ich, nicht rechnen, oder? Das wird sich keiner leisten können. Deswegen habt ihr die Datei hochgeladen. Was Design, glaube ich, noch nicht. Das sollte ich noch machen. Hoffe, dass ich noch dazu komme, bevor ich das Video hochlade. Aber das findet ihr auch in den nächsten Tagen. Weil also auf jeden Fall noch so um Weihnachten rum durfte ich das mal hochladen haben und mich mal hingesetzt habe und auch die vergangene Datei, die ich so erstellt habe. Ich habe haufenweise Datei erstellt. Man muss ja einfach einmal hochladen, dass ihr was draus machen könnt, dass ihr da. Ja. Gucken wir nochmal die Messwerte durch. Gut, da haben wir jetzt, die sind relativ konsistent. Das ist schon spannend. Ja. Das heißt, das ist der beste mit 26,0 Meter pro Sekunde. Das ist der zweite mit 24,9. Und das ist der schlechteste mit 22 Meter pro Sekunde. Schauen wir mal. Weil das dürfte, meine Lipo hat, gut, da bricht die Spannung halt ein bisschen stärker ein. Schauen wir mal, ob wir, wenn wir jetzt schon mehr als zwei eigene haben, dann gucken wir doch mal. Das ist nur, das war ein Mitterle. Ja, das war einer von den Muttern für dieses da. Da habe ich zwei. Da hätte der Schraubekleber rein sollen. Ja. Gucken wir mal, ob er das ein Lipo aushält. So. Okay, geht. Das ist eine coole Kombination. Man, der muss halt in der rechten Hand und der gerade für beide Hände. Ja, die dreht schon höher, oder? Braucht irgendwann mal ein Drehzahlmesser. Ich glaube, so ein Drehzahlmesser mit Licht kostet auch nicht die Welt. Ich meine, der hört sich ein bisschen moderater an. Und das obwohl da noch das alles offen ist. Gott, irgendwie scheppert da aber ein bisschen was mit David. Nee, die lose Verkleidung macht ja keinen Unterschied. Das sind die Motoren selber, die da scheppert. Ja gut, der Kleber hebt halt auch nicht ewig. Das ist schon spannend. Weil der Schwungrädelskäfig müsste wieder ziemlich identisch sein. Und dass der Orange nicht ganz ideal ist, das kann auch sein, weil da der Schwungrädelskäfig ist aus mehreren Teilen. Ah, da war ich fleißig und hab's reingeschraubt. Wie schön das da noch geschraubt ist. Aber da ist da vorne eigentlich viel zu viel Platz. Ich glaube, bei dem müssen wir mal die Front überarbeiten und müssen wir mal einen Schwungrädelskäfig machen, der wirklich aus einem Guss ist. Und den Prototyp Schwungrädelskäfig mit den verschiedenen mal ins Archiv packen. Es geht nicht, wenn keine Spannungsquelle drin ist. Ach, Herr Ingenieur, ich sag's euch. Kaum ist man Ingenieur, schon verhält man sich dumm. Kaum meint man, dass man klug ist, schon macht man Scheiß. Das geht dann. Ist ungewohnt mit der linken Hand für mich. Ich glaube, mir ladet bei den Beute einfach mal in die Magazine voll und feuern eine Runde. Was wir halt nur so da haben. Also, machen wir kurz. Das mache ich kurz. Das mache ich kurz. Machen wir schnell durchlaufen. Dann seht ihr, was für ein Aufwand das ist.
Hoppala. So, dann bis gleich. So, knapp 14 Minuten später. Und ich habe sie einfach mal alle geladen. Also, das wird spannend. Aber da haben wir noch keine Batterie drin. Wir feuern erstmal die anderen zwei. Dann muss die ein bisschen splittern, weil ich habe nur genug Pfeile für je Magazin. Also, legen wir los. Das ist. Ah, das ist dann doch, das ist deutlich besser. Da hat sich jetzt verkantet. Profi-Tool. Profi-Tool. Also, böse Zunge behauptet, das wäre der S-Stäbli, aber das ist das Profi-Blaster-Ingenieurs-Magazin-Ladewerkzeug. Das haben wir. Jetzt fällt es mir wieder ein. Der ist der Hanna zieht es wahrscheinlich nicht. Da seht ihr. Zieht es nicht gescheit zurück. So. Vielleicht lässt sich das mit ein bisschen Schmutz beheben. Hanna. Ja, da sollte kein Schmutz noch. Schon spät. Ja. Da wollte ich ein bisschen Schmutz nachkriegen, wenn ich schon dabei bin. Weil das Schieberle geht auch ein bisschen zu schwer. Ein bisschen an der falschen Stelle gespart. Da ein bisschen Schmutz noch, da ein bisschen Schmutz noch. Dass das da noch. Das ein bisschen mitschmiert. So, oder? Das hat hätte ich vielleicht nicht das richtige Fehler, aber vielleicht nicht das richtige Fehler erbaut. Das kann auch sein. Das geht noch ein bisschen zu schwer. Oder vielleicht habe ich es auch echt nicht gescheit geschmiert. Das könnte man fast nicht meinen, fast nicht glauben, dass ich mal was nicht gescheit geschmiert habe. Normalerweise treibe ich immer ein bisschen mehr Schmutz. Oder vielleicht ist der Mittelfinger einfach stärker. Das dürft ihr jetzt eure eigenen Rückschlüsse ziehen, warum der stärker ist. Jetzt sage, das testen wir nochmal. Geht auch nichts über Testen. Und ich glaube, die Motoren, das soll der Ingenieur mal vergleichen. Das, mal gucken, bei wie viel Volt die abbrauchen. Das, wenn man. Da lasst ihr aber bei dem Auto. Also, böse Zunge behauptet, das wäre ich. Haben sie auch recht. Aber das ist einfach ein zweiter Kanal. Dass ich. Habe ich glaube schon mal gesagt im Video, dass ich losgelöste Themen auch ein bisschen machen kann. Die Motoren vergleiche. Ich glaube, das ist vom Blaster-Ingenieur-Kanal dann doch ein bisschen ist viel. So, noch ein bisschen klarer. Jetzt gucken wir mal. Das Blaster auf die Seite. Hopp. Ja, tatsächlich. Das heißt, da ist das Schieberlöfer nicht gescheit zurückgegangen.
Das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon vermutet. Da hab's dann wieder vor lauter Geschmeicke und alles wieder vergessen. Das heißt, ein bisschen stärkeres Federle und das wurde gescheit zurückgegangen. Aber bei dem Gott ist recht gut. Also, deswegen hat es mich so gewundert. Gut, irgendwann mal, wenn man das Magazin voll lädt. Aber das finden wir jetzt raus, wie das ist, wenn man das Magazin voll lädt. Dann müssen wir erstmal den Blaster hier da an der Batterie klauen. Ja, komm schon auch raus. Und letztes Mal. Wobei vielleicht nicht ganz. Ich habe eine Idee. Aber das, da müsst ihr Abo nicht da lassen, dass ihr das rauskriegt. Habe Idee für 777er Special. Das wird der himmlischer Blaster. Und eigentlich wollte ich 888er nicht machen. Erst das 1000er wieder, aber ich habe Idee. Ich sag's euch, das ist wie eine Krankheit. Das macht Geschäft. Ideen machen Geschäft. Aber auch wahnsinnig viel Spaß. Das könnte ein gutes Zitat werden. Weil das ist abgewandeltes Zitat. Wie war das? Von Kunst ist schön, aber macht auch echt viel Arbeit. Frage mich nicht, von wem das ist. So, Batterie wieder drin. Ja, das ist, da reicht die Kraft für Feder nicht, um das Ganze rumzuschieben. Das heißt, man muss da immer wieder das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber das ist schon. Das wird die Feder eigentlich noch stärker sein. Oder wir müssen die Feder halt eine Runde mehr spannen. Und dann zerreißt es uns irgendwann mal. Oder die Pfeile müssen ein bisschen rutschiger sein, also die Gummispitze und sowas. Aber dann ganget. Also die anderen Pfeile sind besser, weil die haben halt hier so Kunststoffspitze. Und das ist halt so Gummi-ähnliches Material. Aber die gangen mit den Nightingale Schwungrädler nicht. Aber ja, das haben wir gedacht, die kaufen anständige Schwungrädler und dann hat es halt, konnte ich das nur noch mit den Pfeile. Ja. Okay, das mit alle. Ich bin da ehrlich mit der Schwachstelle bei dem Blaster. Das wollte euch nicht erzählen. Also ich finde, das ist der tollste Blaster der Welt, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung an der Stelle. Kein Ergebnis von einer rationalen Analyse, sondern eher meine persönliche Präferenz, weil ich einen Haufen Zeit investiert habe. So. Set. Der Schieber bewegt sich kaum, aber da vorne sind halt die Pfeile schon weg. Profi-Werkzeug. Bei dem böse Zunge behauptet, das sei Stäble. Die verkannt jetzt halt gescheit. Die Pfeile sind nicht ideal für das Magazin. Gut, die sind vielleicht auch. Das hat man vielleicht auch mal. Oh, guck. Das habe ich auch schon festgestellt. Ja, die sind von der Länge her auch nicht ideal für das Magazin. Das heißt, wenn ich die Pfeile vielleicht ein bisschen kürzer tät, weil die sind. Ich meine, die habe ich jetzt halt hauptsächlich verwendet, weil die geht halt mit den Nightingale mal Schwungrädler nicht. Ja. Dinge, die man so mal so macht. Ich glaube, für den Blaster machen wir einfach mal ein anderes Schwungrädelskäfig mit den billigeren Modellen. Weil das. Jetzt rutscht es ja nachgucken. Ein bisschen Schubser noch. Es braucht ein bisschen Zeit.
Ah, ah, komm schon. Oh. So. Nee, das verklemmt halt ein bisschen, aber ja, ist halt ein bisschen verklemmtes Blasterle. Ich bin jetzt echt nur am Überlegen, ob man den noch einmal komplett voll ladet. Man könnt ihr jederzeit einfach das Video ausschalten, wenn es euch zu viel wird. Das ist ja, müsst ihr nicht dabei bleiben. Aber ich glaube, ich tue mir das der tatsächlich nur an. Weil Batterie ist nicht drin. Wisst ihr was? Wir laden den nochmal immer komplett voll. Und gucken es uns nochmal an. Das mache ich mal schnell drauf. Bis gleich. So, ich glaube 42 sind es. Ich glaube, ich habe mir aber auch zweimal erzählt. Also vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. Nicht auch weniger. Aber es ist voll. Also, und den da noch hin. Und den da noch. Da seht ihr ein bisschen was. So. Und los geht's. Hey. Leer ist. Also, bis auf das Schieber sich ein paar Mal verklemmt hat. Ich glaube, das braucht auch ein stärkeres Federle. Wobei, der ist ganz gut. Das kann man dann auch einfach mal zack und wieder nach vorne drücken. Das ist ganz gut, dass ich das da so habe. Ich glaube, das sollte ich bei zukünftigen Drückerle auch umsetzen. Ich meine, das Drückerle ist dasselbe geblieben. Nur hier ist halt der Abstand. Also, das ist hier einfach weniger versenkt drin. Das ist da auch noch so. Oder? Ja, der Großteil ist davon versenkt. Ja. Das heißt, hier kann ich auch da ein bisschen Aussparung von Finger machen. Wobei das geht auch noch. Also, das kann ich auch. Man sieht das. Ja. Ich glaube, das wäre auch schon cool, mal mit so Valkyrie-Motoren. Dann hat es. Aber bin beeindruckt, wie gut das doch geht mit den Pfeilen, mit allem. Im Vergleich zu der anderen zwei. Ja. Ich glaube, gut, bei dem habe ich auch wesentlich stärker optimiert und da wirklich rumprobiert, bis man das so hattet. Und ich glaube, hier habe ich auch einfach nur die richtige Feder verwendet. Und das geht auch schon recht gut mit der anderen Pfeile. Also das, was wir jetzt alles optimiert haben, mit ein bisschen Schmutz noch, geht das auch schon recht gut. Und ich meine, bei dem musste ich da das Problem nicht beheben. Da war der Deckel einfach richtig oben drauf. Da die andere Probleme. Ihr seht, warum da auch keine Schrauben drin sind. Das war nicht im Druck drin. Das haben die Schwungräder nachher neu gemacht. Weil die sich gar nicht geluft haben bei dem. Ich glaube, bei dem habe ich es gleich eingeklebt, oder habe ich den einfach noch nicht lang genug betrieben. Ja. So Problem. Deswegen wollte ich irgendwann mal die Nightingale Schwungräder, aber da hat sich herausgestellt. Packen wir den mal wieder zur Seite. Dass das mit denen da auch noch nicht geht. Packen wir da mal zwei rein. Das ist ja da, was ich meine. Und die rutscht halt einfach wesentlich besser wie die Worker. Ja. Denke, wir können da auch einfach mal. Das heißt, da müsste wahrscheinlich der Abstand wesentlich größer sein. Die gange nicht. Und das ist halt, wenn man da einen Worker pfeilt.
Aber ich denke, die Technik kann man sicherlich für was anderes verwenden. Einmal Kader, Stabmagazin oder so. Direkt hier nicht, weil da sind die Finger im Weg, aber wir machen da auf jeden Fall eine Plattform draus. Also, das haben wir ja schon, dass man da verschiedenste Sachen machen kann. Und ich glaube, von denen bauen wir einfach auch mal so ein günstiger Schwungrädelskäfig und der hier kommt auf Lager. Weil das macht jetzt keinen Sinn, den Worker Schwungrädelskäfig zu optimieren, wenn das technisch nicht so gut geht. Brauche ich euch aber in der Kombination nicht zur Verfügung stellen. Also weil das ist jetzt ein experimenteller Schwungrädelskäfig. Das heißt, das sind einzelne Module. Das ist sehr ausführlich. Das war mal bis 4 Module lang. Also habe ich verschiedene Tests gemacht. Das findet ihr die Videos dazu in der Playlist, wo ich verschiedene Tests gemacht habe mit verschiedenen Stufen. Ja. Und 2 Stufen war so gutes Optimum. Also 3. Stufe hat ein bisschen was braucht, aber 4. eigentlich nichts. Das hat Platz braucht. Und keine Verbesserung braucht. Also. Und die 3. Stufe habe ich dann auch schon weggelassen. Ja, das hat die Mehrkosten und den Platz nicht gerechtfertigt. Aber was man da noch machen können, da mal die Front ändern und gucken. Das können wir vielleicht auch mal ein Special machen oder so. Um Weihnachten rum, weil das einfach mal so nebenher, dass man da oder zwischen die auch mal gucken oder ja, oder bevor man da Anbauteile dran macht, weil da ist ja unter der Griff auch so modular, weil ich hätte gern dass man das so betreiben kann. Das geht dann. Ich meine, ich habe jetzt hier keinen Halt. Hopp, da war noch ein Pfeil drin. Ich habe jetzt hier keinen gescheiter Halt. Also eigentlich müsste ich jetzt hier die Hand locker lassen können, dass ich das muss das jetzt hier aber mit dem Daumen festhalten. Das muss ich dann später nicht machen, wenn ich dann oben einen Blaster hätte. Und den dann so Präzisionsblaster. Dann kann man das so anlegen, weil die Schulterstütze passt noch. Und die Spannungsanzeigen müssten wir umdrehen. Ja, Idee habe ich viel. Und mit ein bisschen Zeit kriegt man das alles umgesetzt. Lasst aber nicht da, ihr kennt das ja. Dann haben wir mehr Zeit, dann sind wir mehr motiviert, Dinge zu tun. Und dann hoffe ich, dass euch das Special gefallen hat. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und schaut euch die Datei auf Patreon an. Macht was Eigenes draus, überlegt euch was, gebt mir Bescheid. Schickt mir die Datei irgendwie. Dann drucke ich das auch mal aus und mache ein Review dazu. Und ja, so können wir dann irgendwann mal Community aufbauen. Das ist so der Plan. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.